Servus, Mike. Servus und habe die Kani und alle anderen da draußen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Kani habt schon gehört, wir haben aber zu dritt, die drei lustigen zwei sind wieder unterwegs. Corby, habe ich der ist auch dabei. Servus, hallo, du hast mir aber verschwiegen, dass der Kani dabei ist. Mir hat er gesagt, dass du mitkommst, ich kann schon wieder ins Mikro reinbeißen. Ich habe euch gegeneinander ausgespielt. Ja, das sagt er gleich. Du bist ein richtig kleiner Hetzer. Ich würde fast sagen, das ist genauso gemacht wie in unserem Film heute, aber in unserem Film heute, da spielt keiner den anderen gegeneinander aus, weil man spricht mal gegen, meinst du schon, Corby? Ja, das ist schon. Na gut, dann bin ich gespannt, was du zum Verzeihen hast. Über Cabin Fever vom Eli Roth von 2002. Wir haben es jetzt mit dem Erstlingswerk vom Herrn Roth zum Tor, der ja ein sehr umstrittener Regisseur ist, vor allem momentan für sein, wie gesagt, ich kann nur das wiedergeben, wo sie so her sein gurkenhaften Borderlands, wobei ich sagen muss, ich möchte mir den erst anschauen, bevor ich ihn zerreiß. Klar, muss man natürlich, aber jetzt haben wir es quasi nicht mit seinem neuesten Film zu tun, sondern mit seinem allerersten. Da kann ich davon jetzt mal sagen, wo es da eigentlich geht in Cabin Fever. Ja, aber du musst kurz fragen, bei Ding hat er sich doch ausstreichen lassen, oder? Oder beziehungsweise hat er doch irgendwann die Regie abgegeben bei Borderlands. Ich hätte das auch gemeint, aber jetzt habe ich den letzten Mal wieder erst oder? Okay. Ich glaube, nur die Nachdrehs hat er nicht gemacht. Ah, okay. Ich weiß nicht, weil ich sehe schon, wenn es heißt Regie und so, Eli Roth und auf seiner Instagram-Seiten und so überall sechst, dass das er schon Werbung noch, macht aber dass der irgendwann nicht mehr drinnen war. Story von Cabin Fever, die passt auf ein Bierfeld laufe, war scheiß unsympathisch, wirklich, wirklich unsympathisch, dreckige Scheißcharaktere. Haben glaube ich, einen Abschluss oder selbst geschafft, also wirken taten sie nicht so, als hätten die jemals irgendeinen Schultag miterlebt. Fahren in eine Woche Wald aussehen und wollen nicht da feiern, einen angeblichen Abschluss, den ich einer absprich. Und da kommt halt dann irgendeiner, der schaut ein wenig grintig aus, 4 Tage Feigendorf, der lassen grüßen. Und ja, der hat einen fleischfressenden Virus an sich und der verbreitet sich natürlich dann unter die Leute und dann geht's darum, dass ich mich nicht infiziere. Genau. Und dann passieren ganz viel brunstblöde Sachen mit ganz viel beschissenen Dialogen von absolut unterirdischen Schauspielern. Hä? Habt ihr einen Film gesehen oder was? Was ist denn los? Ja, hör mal auf, ich bin stinksauer. Jetzt muss ich mich fragen, hat dir der Film schon, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass dir der Film jetzt nicht gefallen hat, so wie du jetzt redest, dass du noch kein gutes Haar an diesem Ding lassen. Hast du den Film jetzt zum ersten Mal gesehen? Hast du ihn öfter schon gesehen oder hast du ihn besser in Erinnerung? Ich habe ihn wesentlich besser in Erinnerung gehabt. Ich habe nämlich im Kassettenschmerz am Hype gemacht, da habe ich mit dem Sepp ja kurz drüber geredet, dass wir über den Film halt aufnehmen und da habe ich ihm das aufgezeigt und er hat auch gesagt, ich habe den als gut in Erinnerung. Sag ja, genau so ist mir auch gegangen. Dann schaust du den Film jetzt noch, ich hätte bald einen Schlaganfall gekriegt. Ja, holla die Waldfee. Ja, mir ist auch so gegangen. Also ich glaube, dass ich mit dem Seppi und einem Tausch, Grüße an der Stelle, mit denen habe ich ihn miteinander gesehen zum ersten Mal, wo er damals in der Videothek rausgekommen ist und ich habe den voll gefeiert. Ich habe mir gedacht, leck mich am Arsch, Eli Roth, den müssen wir uns unbedingt merken, weil dieser Mann wächst den Himmel auf, weil Cabin Fever einer von den geilsten Filmen aller Zeiten ist. Ja, das ist jetzt halt wirklich ein wenig revitalisiert, hätte ich mal gesagt. Das hat sich alles ein wenig revidiert, weil es wirklich, diese Figuren sind so beschissen. Der Humor ist so grenzwertig. Ich mag's grenzwertig, aber der ist grenzwertig scheiße. Ja. Und ja, ich habe wirklich ein paar Mal mit dem Kopf beideln müssen und gedacht, leck. Und wie edgy das er oft sein möchte. Das ist so, Ja. Das ist so lächerlich, einfach so gezwungen. Also, da können wir ja wahrscheinlich gleich auf den edgiesten Witz eingeht, den dieser ganze Film zu bieten hat. Wofür ist die Fuchspisse für Füchse und wofür ist das Gewehr? Das ist für N-Wort. Und dann die Aufklärung, wo wir denken, ja, das ist so ein Scheißdreck einfach. Das ist, ich weiß nicht, ob das damals lustig war, aber das ist auch heute nicht lustig. Mir stößt jetzt auch nicht sau auf. Es ist einfach so
elendig dumm. Na, also die Auflösung war schon lustig. Vor allem wie geil, dass der Aldi der Dude ist mit den schwarzen Leuten, die da kämen. Und wie geil, dass er davor läuft, wie es kämen. Das meinst du, jetzt hol dir die Flinten vom Anfang. Jetzt gibt das Foreshadowing, das bricht jetzt durch, weil jetzt hol dir ich bin voll abgebrochen. So geil, wie es endet. Dann gibt er, hier ist eure Waffe. Ja. Und dann auch hin. Dude und dann High Five und so, wie schon lachen wirst. Also das war schon nicht schlecht. Ja, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht war ich von dem Film einfach schon so grantig, dass ich da nicht mehr lachen hab können bei dem Scheißtrick. Ich grätsch jetzt mal ganz kurz in eure Wuttirade da rein, weil ich hab den Film richtig geil gefunden. Ich hab gestern das erste Mal gesehen. Hast du noch nie einen Film vorher gesehen, oder? Also an sich noch keine Filme außer Dokus. Noch nie. Okay, ja, dann verstehe ich das. Wenn das mein erstes Filmerlebnis ist, dann hat es mir auch gefallen. Ich meine, klar, der Film ist über 20 Jahre alt, also das heißt, dass da einige Witze nicht mehr so funktionieren oder vielleicht damals jetzt so richtig gut funktioniert haben, aber das war, glaube ich, scheißegal, weil das, was ja da überwiegt ist, die fahren in eine Hütte im Wald, das irgendwie schon sehr stark nach Tanz der Teufel ausschaut und man erwartet halt auch schon die ganze Zeit, okay, da kommt bestimmt gleich irgendein Serienkiller oder so und es bieten sich ja auch viele Charaktere dann als diese Serienkiller an, aber dann kommt ja der Twist, dass es ja eigentlich um was ganz anderes geht. Und ich muss sagen, die Charaktere sind halt da von Anfang an schon irgendwie ein bisschen scheißegal. Also man geht ja eh davon aus, okay, ihr seid alle hier Filmfutter. Und von dem her ist mir das ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Also, dass ihr euch jetzt so drüber aufregt, finde ich kann ich nicht sagen, dass die Figuren scheißegal sind. Die sind nicht scheißegal, sondern die rennt mich so aufs Blut auf, dass ich im Leben mit dem Dropkick im Fernseher gesprungen war. Also, diese grenzdebilen, beschissenen, ich glaube, ich habe noch nie so beschissene Dialoge gesehen, wie in dem Film. Das ist ja, keine Ahnung, wer sagt, keiner redet so, als hätten es einfach nur Wörter, die ihnen zufällig eingefallen sind, aneinandergereiht. Du hast jetzt das so mit der Fuchspisse merken können und was war da nur dabei, was diese ja, weiß ich nicht, sonst weiß ich nichts mehr. Alles andere ist gerade geistiger Dünnschiss. Ja, weil du nicht aufpasst hast. Wenn der Eli Roth kommt, nennt mich Grimm, so ist mein Skatername, ich habe mich verarscht. Und dann fährt es mit den Händen übers Gesicht und dann reagiert keiner, dann nochmal, habe ich verarscht und fährt sich Videos übers Gesicht. Und ich überlege, warum schießt du den nicht sofort oder in den Kopf? Ja, der sagt aber doch, so geil. Und wie er dann gehen möchte. Und dann, ja gut, dann rauche ich halt mein Gras allein. Moment, komm wieder zurück. Das Einzige, was mich noch interessiert hat bei dem Film war, das werde ich tatsächlich noch machen, dass ich mir den mal auf Englisch anschaue, ob die Dialoge, ob das an der Synchro liegt, weil ich finde die Synchro-Qualität ziemlich beschissen. Da kommen schon so wirklich so richtige deutsche Low-Budget-Studios-Vibes rüber, die man ja namentlich... Ja, ich fand, also ich hab mir jetzt den Film angeschaut und also ich fand sogar, also die Qualität der Synchro fand ich beschissen. Dann weiß ich nicht, ob die Übersetzung so passt. Also den möchte ich mir auf alle Fälle mal noch im O-Ton anschauen, ob er da auch so beschissen ist oder ob vielleicht da zumindest der Wengel, wo es gerettet werden kann. Aber wenn wir jetzt gerade schon über den Eli Roth reden, die sind doch davor an dem Lagerfeuer und erzählen sie doch da diese Geschichten oder der eine Typ erzählt ja da die Geschichte von dem Supermarkt. Ja. Und der Bowlingbahn. Genau, und dieser Bowlingbahn, genau. Und dieser Glatzkopf, über den er doch erzählt, ist das auch der Eli Roth? Ja, oder? Ja. Das fand ich dann, weil ich war mir nicht ganz sicher, aber dann habe ich mir gedacht, ach komm, wenn ich schon zwei Charaktere in dem Film spiele, warum mache ich das dann so nah aneinander? Also ich meine, so nach dem Motto, ja stimmt, der hat einen Bart, das ist eine ganz andere Person. Die sind erst im Schneidzimmer aufgefallen. Wobei die Backstory fand ich gut, das fand ich ganz amüsant. Wie schon gesagt, ich finde das jetzt bei weitem nicht so schlimm wie ihr. Ich bin mit sehr niedrigen Erwartungen rangegangen, weil ich ja auch nicht genau gewusst habe, was da auf einem zukommt mit Cabin Fever, außer gut, irgendwie habe ich mir schon gedacht, das wird wahrscheinlich eher auf eine Krankheit als auf irgendeinen Serienmörder rauslaufen. Sonst hat es ja Cabin Killer heißen, nicht Fever. Aber ich habe echt Spaß gehabt. Der einzige, der mich von Anfang an aufgeregt hat, war der Bird. Ja, danke, dass wir dort zusammenkommen, weil diesen Bird war lecker. Der, wenn's Maul auf die Fresse von dem allein, also so einer soll ja eigentlich Schauspielverbot kriegen. Der hat mich aber ein bisschen an dir erinnert. Humortechnisch hat es auf jeden Fall auf dem Level. Halt doch dein Fotzen. Jetzt schlug ich dich tot. Jetzt schlug ich dich wirklich tot. Der Stücke Fisch schlug ich dich tot. Der Kani hat einen sehr eigenen Humor, aber ich glaube, der Kani ist jetzt der Letzte, der mit dem Gewehr da steht und dann sagt, Eichhörnchen abschießen. Ja, das Einzige, was ich genauso sagen darf wie der Bird, war, ich schieße ab, weil es schwul sind. Ja. Oder dann das Lagerfeuer machen außerhalb vom Ring vom Lagerfeuer, einfach rund um den Feuer. Völlig sinnfrei. Ja, jetzt voll geil.
Da passt irgendwie, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob die einfach so dumm waren und gesagt, ja, mach einfach, ist das Improvisationskino, ich weiß es nicht, das ist alles so elendig dämlich, dass ich nur da gesessen bin und so denke, oh Gott, das nervt mich so elendig. Wie hat mir der Film damals gefallen können? Ja. Gut, das ist 12 Jahre her, da war ich damals 8. Also kann ich das dann schon verstehen, dass er mir damals vielleicht gefallen hat, aber jetzt, das geht ja überhaupt nicht mehr. Wie alt warst du da? 8. Ich bin frische, knackige 20, leg mich doch, sag mir doch sofort. Er möchte halt auch immer irgendwie so anders sein, wie dieser gehandicapte Junge da, der da sitzt und dann auf einmal mit diesem Beißen anfängt. Und in der anderen Szene macht er dann Kung Fu. Weißt du, das sind so Sachen, warum? Hey, yo, Mann, gib mir 5. Da habe ich mal echt gedacht, der Eli Roth mit da gesessen sind, sie gedacht haben, wie wird ich der nächste Tarantino? Ich muss irgendwas einbauen, da haben die Leute noch nicht damit gerechnet, das haben die nur nicht gesehen. Genau. Du musst edgy sein. Ja. Oder dann ist mit dem Schlachten vor dem Schwein und dann prügelt's auf das Schwein ein und die Gedärme hängen aus und flippt total aus. Dann dieser Polizist, dieser Dewey-Verschnitt, der immer geil Party machen möchte und voll die Nase ist. Also ich weiß auch nicht, das ist alles... Du hast voll die sexy Haare und deine Schuhe sind auch sexy. Halt doch dein Maul! Willst du Party? Das ist doch von 2001 Maniacs, oder? Kann es sein? Ja, das kennt doch alle zusammen. Ah, okay. Die Inzestler Filmmakers. Nichtsdestotrotz, ich fand es schon sehr unterhaltsam. Also so dämlich, wie es dann den einen Typen dann, der dann kommt, der Infizierte, wie sie den dann aus dem Auto rauspügeln wollen. Erst schlagt der eine aufs Auto ein und hey, nein, hör auf, das ist mein Auto. Und dann schlagen aber alle die Fenster ein und der kotzt natürlich alles drin voll. Voll drüber. Der ist krank, mit dürfen wir uns nicht infizieren. Dann laufen wir alle mit den Holzprügeln aus und schlagen wir auf einmal das Blut umeinander, spritzt das Auto zusammengehaut. Mir hätte sich gewundert, wenn er bei den Hintergrund einer steht und haut einfach blind auf irgendeinen Baum drauf, weil er nicht weiß, was er da soll mit seinem Stecker bei den Dreharbeiten. Hätte mich nicht gewundert. Da habe ich lang gerätselt, wie werden es den jetzt umbringen? Und so wie er stirbt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also, weil am Anfang ja dieses eine Messer so in Szene gesetzt worden ist, habe ich mir gedacht, okay, die kleine Blonde sticht den jetzt ab. Aber nein. Wäre wahrscheinlich besser für ihn gewesen. Ich fand ihn teils wirklich voll eklig. Also bestimmte Szenen und Dinge, wie die gemacht sind, aber allem voran natürlich die Fußrasur, die Beinrasur von der Dame ist Wahnsinn, sehr cool gemacht. Und ich glaube, die Effekte, die sind sogar von der KNB Group, die ja von Dusk Till Dawn und so die Effekte gemacht hat. Und das finde ich schon cool. Also da kann er punkten, er ist schmierig, auch wenn er ihr dann den Schritt fasst oder da am Schenkel und dann zieht er da die Hände aus und alles ist vorher Schlätz und Breckerl und so. Ach komm, da hat doch der Kani kurz vorher nur abgebrochen. Kurz auf Pause. Moment, ich brauche noch ein bisschen. Wo ist die Lotion? Ja, genau. Haktur! Wo ist die Lotion? Ist die griffbereit und dann gibt's Haktur. Kannst du keinen Trockenstart-Healing. Nein, da muss ich nämlich auch sagen, ich hab nämlich dann auch gehofft auf die Effekte, aber die haben mich null geekelt, die fand ich null geil, ich fand die stinklangweilig und oberflächlich, weil ich finde das überhaupt nicht so, wo du sagst mit dem Schenkel nicht lange. Ja. Das ist doch einfach nur roter Bart. Da ist nichts Ekliges dabei, da ist nichts dabei, dass ich irgendwie sage, jetzt kotze ich gleich oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach stinklangweiliger, roter Schlätzen. Okay. Also nichts anderes, was von deinen alten sagst, wenn's, weißt schon, Erdbeerwoche hat. Ich wollte gerade sagen, also für einen Kahn ist das ganz normale Wochenenden. Ja, du weißt schon. Deswegen tankiert er das null. Nein, da bin ich ein wenig härteres geworden vom Fortgehen. Ich hab ihn aber auch allgemein goriger in Erinnerung gehabt. Also ich habe jetzt da wirklich, genau. Auch was die Mannen da an den Kopf geschissen, da dem Bird, und mal gedacht, ja, ey cool, das ist jetzt die und die Szene, denke ich mir, hä? Ich hab doch das einmal gesehen. Und ich weiß nicht, ob was für eine Fassung ist gesehen habt, ich hab den Director's Cut da geschaut und mir auch gedacht, der kann jetzt halt noch länger sein oder expliziter oder so, aber da war gar nichts. Es sind nur Dialoge, wo da mehr sind. Also nichts mehr gar. Und wie gesagt, ich hab ihn irgendwie blutiger in Erinnerung gehabt. Darum war ich dann, glaube ich, auch noch mehr enttäuscht, weil ich irgendwie auch so in Erinnerung gehabt habe, dass er so krass eklig ist und so krasse Effekte drinnen sind, dass er damit halt überwiegend punkten noch können, aber halt auch gar nicht. Ja, oder wo den Typen da auf der Party, wenn der Hauptdarsteller dann auf die Party kommt und kotzt den anderen dann voll ab und so. Also, da sind schon ein paar so grimmige Sachen dabei. Das gibt ja, aber das habe ich mittlerweile alles 1000-mal besser gesehen. Da kann mir halt der 2002er Eli Roth Cabin Fever, der kann mich da einfach mal. Also ich habe jetzt gerade nachgeschaut, weil ich habe das in der Vorbereitung auch gesehen, dass es ja da, und hat mich jetzt nicht überrascht, eine geschnittene Version auch gibt, die Kinofassung. Und
wenn der Kani sich das am Stream geschaut hat, dann haben wir wahrscheinlich die Kinofassung gesehen mit 89 Minuten. Ja, aber die ist nicht geschnitten. Das ist schon die normale Kinofassung und Director's Cut, das ist nur zusätzlich. Also da ist nie handzensurtechnisch ja, Dialog dann, oder was? Ja, genau. Oder dann in einer Szene, wo quasi dieser Vater von dem debilen Burm, den packt er dann so am Hals und wirkt, ne? Oder nee, der hält ihm einen Mund so oder irgendwie so und möchte ihn so, tut er wieder der Sticker da oder irgendwie so. Und dann ist irgendein Dialog dabei und das ist dann zum Beispiel abgegangen oder so. Also nur Kleinigkeiten. Das ist echt schade, da muss man den Director's Cut noch anschauen, weil Dialoge waren die große Stärke von dem Film. Unbedingt. Tierpräparate, das waren die richtig geilen Sachen. Ja, ich sag also nur, haben überhaupt nicht auf Plüsch ausgeschaut. das Reh war mein absolutes Highlight, wie geil das in dem Auto drin stecken bleibt. Und dann nur die ganze Zeit mit dem und es dauert schon wieder so, und es dauert so elendig lang, das hat schon fast Family Guy Niveau, so lang wie das dauert, bis er das Quad erwischt, dass er das Räder ausbolzen kann. Alter, jetzt Kruzifix, wie lange soll man das jetzt noch anschauen? Wollte auf Biegen und Brechen diese 90 Minuten voll machen, oder wie? Ich weiß nicht, was das soll. Nein, ich glaube, der Eli Roth ist da gesessen und hat sich köstlichst amüsiert. Ich glaube, dass der zu dem Bird gesagt hat, jetzt machen wir eine Feier. Und dann wollte er eigentlich wirklich im Feuer, also im Holz, das Feuer machen. So, das passt null zu seinem Charakter. Ach, das war schön. Das war super schön, ja. Ganz, ganz zauberhaft. Ganz, ganz zauberhaft war das alles. Oder was? Jetzt pass auf, du hast eine dämliche Szene im Kopf gehabt, wo ich mich aufregen wollte, aber das sind so viele dämliche Szenen, ich bin überfüllt mit dämlichen Szenen, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, auf welche das ich raus wollte. Aber so ist es irgendwie dumm. Wenn einer ins Wasser einfällt, ist es dumm. Wenn die Idioten dann kommen und sie da verrammen wollen, das ist alles dumm. Das ist einfach alles dumm. Der Film strotzt vor Dummheit. Und er hat ein paar schöne Anspielungen an andere Filme, oder? Ja, Habt ihr den Arsch gesehen aus Texas Chainsaw Massacre? Die Szene, wenn die Dame, die man einmal oben ohne sieht, in Richtung Haus geht, diese Kamerafahrt auf dem Arsch, die ist 1:1 aus Texas Chainsaw Massacre. Ja, das rettet diesen Film auch nicht. Natürlich rettet es nicht, aber ich sag's nur, dass das alle einmal gehört haben. Oder die The Thing-Paranoia, die sie dann breit macht, quasi, wenn sie alle anschauen, ob sie irgendwelche Binken haben und die andere muss dann raus in die Hütte, da macht dann The Thing ein bisschen Winke und so. Da sieht man dann schon, was der Eli Roth für Filme gern sagt. Oder natürlich das Setting da mit Tanz der Teufel und so. Sowas mag er. Aber in schlecht macht das halt selber noch. Er kann es halt nicht so wichtig. Ich muss jetzt den Film leider echt nochmal verteidigen. Mir hat der fürs erste Mal schauen richtig viel Spaß gemacht, weil das freut mich total, Corby. Das freut mich jetzt voll für dich, weil ich habe die Letterboxd-Bewertung gesehen mit 3,5 und mir gedacht, der hat jetzt wirklich eine gute Zeit gehabt mit dem Ding wahrscheinlich. Voll! Also dann bei dem einer Trailer dann, wo es doch, ich weiß nicht mehr genau, was sie suchen, ich glaube Hilfe oder so. Und dann so bei dem einer Trailer und schaut der einen nackert die ganze Zeit zu, bis dann ihr Mo kommt und der ihm einfach da schießen will. Und dann habe ich mir gedacht, wie geil wäre das jetzt, wenn der Typ den einfach da schießt. Oder der geile Gag, wo sagt, er geht jetzt weg und sauft und tut jetzt von der Gruppe ab, sondern der darf dann überleben im Endeffekt. Ja, der Geile, der die Wette hat, dass er das ganze Wochenende nur Bier sauft. Ja, genau. Super. Der dann auch so erschossen wird wie der schwarze Night of the Living Dead. Haben wir die nächste Referenz an den Film schon, ja? Das gerade, dass aber Night of the Living Dead nicht eine halbe Stunde vorher umeinander rennt und schreit, ich lebe noch, ich habe überlebt, verdammt, ich habe überlebt, verdammt, ich habe... Und das dauert wieder so lange und ich mir, halt doch dein Maul! Jetzt hab ich das Reh schon eine halbe Stunde aufgeregt, jetzt gibst du noch eine halbe Stunde und schreist umeinander, voll Idiot. Nein, ja, nochmal, ich war sehr gut unterhalten. Also es war wirklich super. Ich glaub, ohne Bier. Wie geht denn das Stocknüchtern? Du hast irgendwelche geistigen Probleme, Corny. Also, das sind ja Filme, die da ich mir ja von mir allein aus nie anschauen. Das mache ich ja nur, weil ihr das vorschlagt und ich mich natürlich darauf vorbereiten will. Weil mit euch einen Film besprechen, ohne dass ich ihn gesehen habe, ist ein bisschen doof. Ja, das machst du also die Hälfte aller Filme. Und dann hab ich gestern Jessie schon gefragt, ja, was schauen wir uns denn an? Und sage ich, ja, Cabin Fever. Ist das was für ein Podcast? Und sag ich so, ja. Oh je. Ist die Kinderschuhe für meine Frau. 50-50, ob's gut ist oder richtig scheiße. Nur die Frage eingeworfen, wer das vorgeschlagen hat. Anhand von dem kann man nur sagen, es kann nicht gar so beschissen werden, er ist von Mike. Oh nein. Ja, aber du warst doch auch Feuer und Flamme für Cabin Fever. Du warst doch jetzt da auch nicht dagegen. Deswegen bin ich jetzt noch grantiger, weil ich mir gedacht habe, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen und ich habe mir erst vor einer Zeitl habe ich irgendwo den Cabin Fever 2 einmal recht günstig mitgenommen auf Blu-ray und haben mir gedacht, passt, jetzt machst du dann mal so einen Cabin Fever Marathon und als ich dann heute, wie gesagt, ich habe den Stream geschaut, dann sage ich, oh cool, da sind alle Filme drin und jetzt machst du einen Cabin Fever Marathon. Ich habe, nachdem ich fertig war, habe ich sofort diesen Channel bei Prime wieder gekündigt
fick dich, ich möchte nie wieder was mit Cabin Fever zum tun haben. Nein, der zweite, den schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Oder der steht jetzt wieder auf meiner Liste. Den habe ich nämlich vorher als richtig schlockfest abgespeichert. Und der ist ja von Ty West. Das war totale Trash-Orgie, meine ich. Ja, so richtig. genau. Und der, meine ich, war wirklich, also zumindest in Erinnerung, die ist aber fast genauso alt wie. Da war der Assi und der war assliger als der erste und der wollte so brutal asslig sein. Der hat so richtig auf die Trash. Das ist wieder ein Vergleich zwischen Piranha und Piranha 3 Doppel-D. Ja. Gerade das Piranha 1 halt voll geil und da ist Cabin Fever 1 halt total beschissen. Aber genauso ist halt das Trash-Niveau auf einmal in die Luft geschossen bei Cabin Fever. In meiner Erinnerung, aber es ist lang her. Ja, das ist. Ja, okay, der Channel geht jetzt so bis zum 3.9. So lange haben wir jetzt Zeit, dass wir uns Cabin Fever 2, Cabin Fever 3 und Cabin Fever Patient Zero und das Cabin Fever Remake anschauen, ne? Was? So viel gibt's da? Das war jetzt Remake schon wieder interessant. Cabin Fever 3 habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Nee, oder pass auf, der 3 ist der Patient Zero. Ist Patient Zero ist der 3, das ist das Prequel quasi. Wo diese Nekroide Infascilitis herkommt. Oh. Inzestilitis. Bumm. Oder wenn zu der Frau in das Haus gingen, wo es dann an Henry, ob es das der Henry war und was, das ist so, das ist wirklich, als einmal die nackte Kanone anschauen. Oh nein, wir brauchen doch keinen mehr. Ich glaube, wir gehen zu Fuß in die Stadt und dann laufen so davor so ganz schlecht. Was ist denn das? Jetzt läuft gleich der Leslie Nielsen vorbei. Was soll das so? Und dann die Musik von der Benny Hill Show im Hintergrund. Ja, genau. Das war lustig. Hör mir auf, du. Das ist alles so grenzdebil dumm. Ich weiß auch nicht, hat er das nicht kapiert? Wie beschissen das ist, meint er, das ist witzig und cool oder sonst irgendwas. Ich möchte einmal fragen, Eli Roth, warst du damals auf LSD? Na, auf Gras. Er hat doch den Beutel dabei gehabt. Also, ja, den hat er anscheinend wirklich geraucht. Ich habe mir ein Ding gesehen, also ein Making-of quasi, ein Making-of war es nicht, aber so ein Interview über Cabin Fever mit ihm. Und dann hat er jetzt quasi gesagt, also er wollte das ultimative Date-Movie machen und wäre quasi nach Kinobesuch mit seiner Alten nicht bei seiner Alten nicht zum Zug kommt, nachdem es Cabin Fever angeschaut haben, dann stimmt irgendwas nicht mit den Leuten. Weil das ist der perfekte Frauenflachlegfall, weil da hängen sie an die Männer dran und haben Angst. Haben der Journalist dann schon mit dem Mikro verprügelt. Nein, das ist die einzige Reaktion drauf. Du kannst nichts mehr sagen. Also, wir haben ja schon oft gesagt, wir sind nicht für Gewalt, aber es gibt Situationen, da geht's nicht anders. Und da musst du einen Eli Roth in diesem Moment auch diese ernst gemeinten Aussage mit dem Mikrofon verprügeln. Mit der polsterten Seite zuerst und dann, wenn er recht blöd schaut, nix. Das polstert sich sofort oben. Das stopft ihm ins Maul, damit er wieder schreien kann. Du hast doch selber gesagt, du hast eine gute Erinnerung. Das heißt, er hat da als Jugendlicher echt Spaß gemacht. Ja. Ja, aber keine lässt die das wegen diesem Film an ihre Affen zuzeln. Das tut keine. Wie oft hast du den Film schon mit einer Dame angeschaut? Keine Ahnung. Ich hab erst seit 2,5 Jahren fraulichen Kontakt. Ich einmal mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau. Ja, und ich war wirklich allgemein ein bisschen dann vom Ende enttäuscht. Da weiß er dann überhaupt nicht mehr, was er da möchte, wie er jetzt eigentlich zum Schluss kommen möchte. Da hangelt er sich dann von kleines Element zum nächsten Element und zum nächsten, anstatt dass er wirklich irgendeinen Bam dann da hat. Wobei dann diese Schlussnote dann schon ziemlich fies ist, wenn sie dann einfach observieren und dann liegt er wieder auch irgendwo im Dreck drin und so. Und wenn man dann sagt, oder ja, dann liegt die Angefallen dann irgendwo in so einem Wasserloch und dann sagt man die Leitung quasi in den nächsten Haushalt oder irgendwie, da sagst du, scheiße, jetzt lässt sich das Wasser runter und das sifft ja gerade im Garten draußen da hier und die saufen sie jetzt und da hat er dann schon funktioniert. Limonade gibt's ja dann noch für die Kinder. Stimmt. Da wo eine tintet worden ist. Ja. 5 Cent? Das sind ja richtige Geschäftsmänner. Los, Leute, holt euch ein Glas, die Runde geht auf mich. Ja, halt dein Maul. Es tu halt nicht so. Ganz im Ernst, das ist nicht so schlimm. Was hat er denn? Was ist los mit dem Typ? Ja, sonst gefällt mir jeder Scheißdreck. Wer ist nie, Wenn jetzt da Marvel draufsteht, der neue Marvel-Film Cabin Fever, da kann ich sagen, Bollig. Ja, das war der beste Film aller Zeiten. Genau, da jetzt den Witz verteidigen. Und der Witz, wo die Kinder dann die Limonade verkaufen für 5 Cent. Ich gelacht, den Korbi, das musst du ausschneiden, die 8,5 Stunden, die jetzt so durchlachen werden. Kruzifix. Oder das mit dem Quer und die Schwarzen, das war der Beste. Ja, genau. Hey, wenn die da zusammen dann und das ist so richtig schön vereinend ist, das so kulturzusammenführend, der Film. Also ja, geil, wenn die kämmern und dann einfach so leichte Hip-Hop-Beats schon mal einbauen. Ist das dumm. Habt ihr das noch am Abspann dann auch noch gesehen? Nein. Nein.
Da sieht man dann quasi, wo wenn dieser Limonadenverkauf ist da bei den Hillbillies und dann sauft einer noch ganz gemütlich also ein Glas Wasser, schmeißt das Glas weg und fährt dann mit seinem Lastwagen Richtung Stadt und in dem Lastwagen ist das Trinkwasser quasi drin und der fährt jetzt das Wasser quasi in die Stadt. Und das ist dann quasi der Anknüpfpunkt zu Cabin Fever 2. Beim Zweiter, glaube ich, sechst am Anfang direkt so eine Karten oder wo der dann, Genau. so glaube ich, geht der Zweiter los, das habe ich in den Kopf und der endet dann mal in Mexiko bei irgendeiner Eselfickshow oder so. Was? Irgendwie haben sie da die ganze Zeit davor geredet, dass sie wo fährt man da über hier auf Mexiko? Was das Swimmingpool ist? Tijuana, genau, sie wollen nach Tijuana und der eine verzeiht mir die ganze Zeit irgendwas von so Esel-Fickshow. Also irgendwas ist da nur in meinem Kopf. Du meinst, jetzt muss man doch noch mal anschauen, fix mal. Du meinst Clerks 2. Na! Ich schwör's dir. Und da sechst die Karten, wo der Lastwagen dann entlang fährt. Und der Manni bleibt dann in Tijuana stehen und sie machen auch einen Roadtrip auf Tijuana und irgendwas ist mit Esel-Ding. Nein, weil der zweite Teil spielt ja nur in der Stadt bei dieser College-Party da oder bei dieser Abschlussfeier. Na, oder? Jo, kein Scheiß. Das ist nur du sagst quasi der Anfang vom Zweiter ist dieses Comic-Intro und da fährt dieser Lastwagen in die Stadt. Aha. Und da meine ich jetzt noch. Also Esel. Und die ist in Tijuana. Die Stadt. Ich wollte erwähnen, in der Fassung, die wir gesehen haben, sieht man das mit dem Blaster vor die Credits. Echt? Ja. Ach so, weil das ist, wie gesagt, ich habe jetzt diesen Director's Cut gesehen und da kommt das quasi beim Abspann. Kein Mensch kennt sie mir aus. Ihr habt nämlich, glaube ich, den Abspann tatsächlich ganz laufen lassen, weil die wissen wollten, ob danach noch was kommt. Und da kam nichts. Aber das mit dem Laster, das weiß ich noch, weil das waren so die letzten Szenen, bevor dann der Abspann kam. Ah, okay, schon her. Kurios. Da habe ich, glaube ich, schon nochmal aufgepasst. Du hast da 10 Putz gehabt. Ich glaube, du hast nicht mehr aufgepasst, nachdem ihr praktisch seine Hand da unten bei der Blonden gehabt hat. Da war und nicht weitergemacht hat, als er das geile Schlitz gesehen hat. Was ist das für ein Drecksfilm? Ich muss jetzt halt echt nochmal, heute bleibt doch noch Teil 2 anschauen, weil mir das jetzt mit dem Tijuana zeige und das lassen wir jetzt nicht mehr in Ruhe. Mhm. Bin ich da hast du mir jetzt in ein düsteres Loch getrieben, Mike. Und da komme ich nur aus, wenn ich mir jetzt den nächsten Scheißtrick anschaue. Tja, das ist unser Leben, Scheißtrick anschauen und Spaß das dabei haben. Und das machen wir nur für euch und jetzt seid ihr alle ins Knicken, dass mir Stadia auch was macht, das ganze Schwanz. Vollgas. Und jetzt, wo wir beim Thema sind mit Spaß habe ich trotzdem gehabt, weil er wirklich so crazy ist und so leck und manche Sachen habe ich einfach nicht glauben können und so. Ich habe wirklich meinen Spaß gehabt damit, aber ich bin wirklich vom Kopfbeideln und Schulterzucken nimmer rausgekommen. Aber es ist kein guter Film. Dann müssen wir echt mit Bier anschauen. Also mit ein paar Leuten, dann glaube ich, kann die auch wieder drüber lachen, wenn du da mal schon 4, 5 halbe drinnen hast. Den im Kino, ich dachte mit Ton lachen. Ich hätte wirklich eine richtig geile Zeit. Wahrscheinlich. Ja. Bevor wir zu Tops und Flops kommen, habe ich nur eine Frage. Und zwar, ich habe nämlich gedacht, der Charakter kommt später nochmal. Den Charakter, den man ganz am Anfang sieht, der dann diesen toten Hasen dann dem toten Hund vorwirft und so. Mhm. Wer ist das? Ist der Henry, oder? Random Dude. Ist das nicht der dann zu ihr ans Lagerfeuer kommt? Das ist der. Ja, das ist der Henry praktisch. Der infiziert sich bei dem Hund und geht dann zu die Junge und hat aber dann schon die Pusteln im Gesicht. Den muss dann im Auto so intelligent verrammen. Ja, genau. Wie beim Auto. Da auf das uns auch sauer. Das Auto ist auch infiziert. Los, verprügelt das Auto. Weil ich habe eigentlich gedacht, dass der Hund ist, der dann später die ganze Zeit die anderen angreift, aber dann war das ein anderer, oder was? Das ist der Hund von Eli Roth. Vom Graham. Sag's jetzt Skaternamen, der Graham. Ja, aber wie heißt der Hund? Dr. Alban oder wie der geheißen? Ja, irgendwie so, oder ja, auf jeden Fall Doktor ist er. Er hat einen Doktortitel. Er hat an der Hunde-Uni studiert, auf der Hunde-Uni. Holt's einmal, das wenn's noch einmal lacht, so ein Witz. Aber der Eli Roth ist ein guter sehender Kerl. Schon immer gewesen. Ich weiß nicht, der hat immer so komische Haare gehabt. Ja, das war zu der Zeit voll. Also Ende 2000, Anfang 2000, ja, den 2000er, da ja. war das der Shit. Ich finde seine Augen immer so krass. Also ja. so als hätte er eigentlich irgendwie mal Make-up drauf, aber ich glaube, der hat einfach so ja, Eyeliner hat er Wurzeln. So. Eyeliner hat er drauf. Die geben nur mit Eyeliner auf die Welt, Ägypter. Dunklen Touch. Lidschatten und Eyeliner haben Ägypter von Geburt an. Ja, okay. Ja, Mike, dann kommen wir eigentlich schon zu Tops und Flops, oder? Hast du noch schon Zeit für Flops? Nein, jeder noch eins. Okay. Also bei den Tops ist wirklich, dass ich sage, okay, er hat mich wirklich auf diese abstruse Art und Weise hat er mich wirklich unterhalten. Wobei ich sagen muss, ich war wirklich enttäuscht,
auf das hin, wie er damals auf mich gewirkt hat und wie er das heute tut. Und ich fand die Optik ziemlich cool. Er schaut wahrscheinlich hochwertiger aus, wie er vom ganzen Ding her ist. Und für ein Erstlingswerk, Männer, ist das cool. Wenn wir jetzt mit keinem Evil Dead zum Tor oder mit einem Tanz der Teufel halt, aber es ist für ein Erstlingswerk ist das alles cool. Also war jetzt kein Ärgernis. Und was mich halt wirklich gestört hat, das ist, weil er halt so holprig inszeniert ist. Er ist wirklich hölzern und es kommt stellenweise wirklich Langeweile auf, weil er sich halt auch oft wiederholt oder hangelt sich von irgendetwas zum nächsten. Und das ist halt einfach, es ist keine wirkliche Stringenz da oder was, wo ich sage, auf das arbeitet der Film hin. Der hangelt sich einfach nur von irgendeinem Setpiece zum Setpiece und irgendwann sagst du ja, was wollen sie jetzt Neues machen? Und genau. Aber ich hab's jetzt nicht bereut, dass ich noch mehr gesehen habe, aber mir hat's wirklich ein wenig durcheinander gehauen, weil ich wirklich hingesessen habe und habe gesagt, ja, yeah, ich freue mich jetzt auf das Ding. Und was ich dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh leck, wie hat sich denn das alles verändert, wie man Filme sieht oder wie ich heute Filme schaue. Was ist mit mir damals verkehrt gewesen? Und ich merke jetzt, dass noch der Seppi nochmal sagt und der Tausch. Mit denen habe ich damals miteinander gesehen. Die zwei, das werden jetzt auch nochmal miteinander anschauen müssen. Ja, miteinander fahren. Genau. Schön. Gut, bevor der Kani 8 Minuten lang über Flops redet, mache ich einfach schnell weiter. Und ich fange mit dem Flop an. Also Flop ist für mich tatsächlich diese Tierpräparate, weil die teilweise richtig scheiße ausschauen. Also am schlimmsten ist das Reh. Wir haben ja jetzt eigentlich versucht, spoilerfrei zu bleiben. Naja. Ihr könnt euch den Film mal problemlos weiter anschauen, weil diese komplexe zusammenhängende Handlung, dann haben wir ja nicht verraten. Ja. Und die Szene, wenn sie kommt mit dem Reh, dann werdet ihr wissen, warum das nicht so geil ist, weil also es ist so, als hätte er wahrscheinlich seiner kleinen Schwester irgendwie ein Kuscheltier geklaut. Ich brauch das Wochenende, du kriegst es dann schon wieder. Nein, das habe ich von unserer verstorbenen Oma zur Geburt geschenkt gekriegt. Jetzt Also, her, komm jetzt nicht. Bambi! So schlecht war der Hund nicht. Der hat nur an die Fesseln unten ein bisschen Plüsch gehabt. Nein, das Aber Reh sonst vom war Reh, der Nicht der schlecht. Hund. Das Reh. Beim Hund habe ich mir nur gedacht, ja, okay, irgendwie richtig beschissen wäre es halt jetzt wirklich einen richtigen toten Hund oder so hier zum Legen. Oder auch bei dem Schwein, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das Da echt bin ich mir war. auch nicht sicher. Das schaut so krass real aus. Da haben wir gedacht, oh, das kann natürlich jetzt schon voll der Tiersnaff sein. Ja, und Ja, deswegen. Diodato gefällt das. Auf jeden Fall. Wir haben uns ja danach gegessen, dann passt es. Deswegen habe ich beim Hund nur gedacht, ja, okay, die Message ist umgekommen, es ist ein toter Hund, aber bei dem Reh habe ich mir echt gedacht, wie beschissen ist denn das? Und dann mit den Beinen. Oh Gott, oh Gott. Ja, und top, muss ich jetzt sagen, diese Abwechslung die ganze Zeit. Irgendwie, ich habe am Anfang nur gedacht, oh Mann, jetzt, okay, die kommen bei der Hütte an und wahrscheinlich dauert das jetzt eine halbe Stunde, bis dann da wirklich mal irgendwas passiert. Wahrscheinlich muss man die anderen zwar die ganze Zeit beim Vögeln zuschauen und die anderen zwar, wie es nichts zusammenkriegen. Wenn es nur groß so gewinnen war. Und dafür war irgendwie, weiß ich nicht, so als hätte sich der Eli Roth gedacht, ey, kann mir nicht entscheiden, ich habe hier so viele verschiedene Genres, die ich da einbauen will und so viele Filmideen, ich hau das jetzt alles rein, weil wer weiß, ob ich jemals noch mal so viel Geld kriege für einen Film. Mhm. Und das muss man ja noch erwähnen, unter 2 Millionen und über 30 Millionen eingespielt. Voll. Guter Mann. Kani, mach das erst mal nach. Hab ich schon. Mit? Welchem Film? Sag ich noch nicht. Jetzt bin ich auf der Top, bin jetzt gespannt. Das ist echt schwierig. Das ist so. Jetzt Mir Kim, geht's sag's halt, dass der Bird dein Lieblingscharakter ist. Mir ist oft schon so bei Filmen gegangen, dass ich sage, mir tut mir jetzt so schwer bei dem Film, dass ich einen Flop sage und ich habe, glaube ich, noch nie beim Film schwer, dass ich einen Top sage. Aber mir fällt kein Top nicht ein bei diesem Film. Das ist so schwierig für mich. Ja, jetzt ich überleg mal, jetzt zieht mir eh noch was aus die Finger, aber genauso schwer fällt es aber bei dem Film, dass ich aber einen Flop sage, weil so viel Scheißdreck, so endlos beschissener Scheißdreck drin ist. Flop ist der komplette Film und das Top ist, dass er nur 80 Minuten dauert, oder? 89 Minuten, da bin ich dann gesund aufgestellt. Nein, jetzt pass auf. Also, mein Flop, wenn ich mich entscheiden muss, ich habe auch gemeint, dass ich einen Bird nimm, aber ich glaube, ich nimm den bescheuerten Wichsbur, der vor der Tankstelle sitzt, wenn die Szene kommt, wo der Mike vorher gesagt hat, mit dem Kung Fu. Da bin ich echt da gesessen, da war ich schon wieder fast mit einem Dropkick im Fernsehen drinnen gehängt. Obwohl er ganz laut vorher ja geschrien hat, Pfannkuchen. Diese ganze Szene, was soll denn die Scheiße? Was soll die? Ich flippe jetzt gleich komplett aus.
Aber es gibt auch einen coolen Film, wo random irgendein Kung-Fu-Kämpfer einer springt, das ist Pieces. Kennst du den? Ja, aber den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich möchte mir meine Erinnerung nicht kaputt machen. Wo dieser Bruce Lee, der wo wirklich im Abspann, glaube ich, als Bruce Lee betitelt ist, einfach random irgendwo außerspringt, macht irgendwelche Karate-Moves und dann läuft er wieder davor oder so. Also dieses müsst ihr mir anschauen, das ist lustig. Und mein Top. Mein Top ist dann einfach, dass wirklich so gut wie alle von diesen ganzen unsympathischen Drecks-Scheiß aus Charakteren draufgingen. Ah ja, schön, ja. Und alle verbrennt werden auf einer Grillparty. Das ist doch schön, das ist ein Kompromiss, oder? Ja, das hat mich gefreut. Aber danke dafür. Wenn für jeden einfach ein bisschen was dabei ist, dann klingt das schon. Ist genau, da schaut er schon drauf, dass wirklich jeder was abkriegt, das ihm schmeckt. Gut. Aber wir haben jetzt noch so eine Kategorie, wo es eigentlich raussteht, dass der Film einer von den besten Filme überhaupt ist. Und zwar unsere 3T, Freunde. Ja, da ist ein Prädikat ziemlich geil. Vor allem, wir haben gerade geredet drüber, tote Tiere. Haben wir tote Tiere, Freunde? Ja, en masse. Also en masse. In allen Variationen. Eli Roth hasst Tiere. Deswegen liebt er Kannibalenfilme, weil da immer echte Tiere umgebracht werden. Und echt, aber für das hat er sogar den Hund im Abspann namentlich erwähnt. Ja, wenn du schon umbringst, musst du wenigstens seinen Namen schreiben. Das hat er der Deodato auch bei Zac Efron oder wie das heißt, war der dabei. Den hat er nehmen müssen, der war versichert. Okay. Und haben wir mir Trompeten. Das weiß ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Trompete? Haben wir mir Trompete gesehen? Ich glaube nämlich nicht, oder? Trompete habe ich keine gesehen, aber haben wir mir Möpse. Tiddies, yes. Ja. Ich habe mindestens 2 gesehen. Das war fast mein Top, weil mir sonst nichts eingefallen ist. Dann haben wir also doch wir 2 von 3 nicht vorspoilern. 2 von 3, Freunde, also das ist schon stark, also das ist schon Prädikat empfehlenswert. Weiß ich gar nicht, was mich so aufregt. Was tust du denn? Verstehe ja nicht. Keine Ahnung. Spinner tue ich halt wieder, Spinner. Ja, typischer Bird. Aber ich muss sagen, das ist wie bei Underwater der TJ Miller, wo wir auch gesagt haben, das ist eigentlich so der Carney-Charakter in dem Film, ist da der Bird. Underwater. Mit dem er in Verbindung gebracht werden, der ist nämlich wegen Unzulänglichkeiten, also der ist nicht ganz koscher anscheinend, weißt du schon. Der TJ Miller? TJ Miller. Ja, ich habe das auch gelesen, habe wieder an dich gedacht. Nur, dass wir den nicht erwischt haben. Sind die alle blöd. Mike muss jetzt gerade googeln, wer das gleich nochmal war. Ja, ist der aus Deadpool dabei? Der aus Deadpool, der gesagt hat, das könnte ich schon machen, aber ich will nicht. Sein Kumpel aus der Bar. Ja, jetzt sehe ich es, aber ich habe das immer bestimmt gehört, dass der bei Underwater dabei ist. Ja, doch, das ist der mit dem Hasen. Sein Plüschtier. Und warum darf man den nicht mehr mengen? Wo es genau, ich weiß nicht mehr genau, wo es alles war, aber darum ist er zum Beispiel in Deadpool 3 jetzt nicht mehr dabei gewesen, weil der anscheinend, glaube ich, ein paar Anzeigen und so weiter am Knack hat und der ist aus ziemlich vielen Filmdinger jetzt halt geschmissen worden ist. Und googelt selber, was er gestellt hat. Okay, scheinbar. Aber sind wir uns einig, dass sich Eli Roth schon noch mehr gesteigert hat mit seinen Filmen, weil Hostel, ist ja dann danach gekommen und Hostel 2 für mich nach wie vor sein bester Film. Und jetzt auch zuletzt mit Thanksgiving hat er dann auch überzeugt. Und ja, also so wie der in der Community gesagelt wird, der Eli Roth, das finde ich nicht okay. Ich sag's euch, wie es ist. Das finde ich auch. Eine Freundin von mir hat vor kurzem gesagt, sie hat sich Thanksgiving angeschaut, weil er auf Netflix aktuell drauf ist und weil wir ja schon mal einen Podcast darüber gemacht haben, haben gesagt, ja, der Mike und der Kani. Und die haben positiv darüber geredet. Er hat gesagt, sie hat nach einer Viertelstunde ausmachen müssen, weil so einen Scheißdreck hat sie schon lange nicht mehr gesehen. Was ist mit der Wer los? hat das gesagt, wer? Ich hoffe, du hast den Kontakt abgebrochen zu dieser Person. Wahnsinn. Ich habe dann auch gesagt, wahrscheinlich ist in der ersten Viertelstunde sind erstmal alle Charaktere eingeführt worden, die dann sterben werden. Also, das macht schon Sinn. Aber die erste Viertelstunde ist ja geil mit diesen Riots da bei dem Black Friday, das ist super. Super ist das. Ich glaube, sie hat das System nicht gekannt. Wahnsinn. Hast du den überhaupt schon gesehen jetzt, Corby? Nein, ich habe noch nicht gesehen. Nein. Was ist los? Es ist doch noch nicht Thanksgiving. Na, klemmt doch wieder mal ein Doku und schaut dann dafür Thanksgiving, was ist denn los? Aber echt, ey. Klemm da mal ein Doku. Ich schaue mir doch ständig hier Sachen für euch an. Dann muss ich. Sag mal 2 Sachen, die du die letzten 3 Wochen für uns angeschaut hast. Cabin Fever. Long Legs. Wo sind? Long Legs. Cabin Fever. Den hast du angeschaut, weil du singen wolltest. An Long Legs. Und Ecolite. Das war furchtbar. Der schüttelt einfach nur den Kopf. Corby und seine Meinungsschwankungen.
Nein, der Anfang war wirklich ja, aber ich will jetzt ehrlich Corby gesagt... hat gerade gelungen, wer es Ja, genau wissen richtig. möchte, hört sie unsere Steady-inklusive The Acolyte-Folge an und dann erfahrt sie die Wahrheit, was der Corby von The Acolyte hält. Ja, richtig. Corby, du ist dein Letterboxd immer aktuell. Schau, hast du genau so viele Filme geschaut, wie ich jetzt gerade auf deinem Profil Ja. sehe? 93 Leider. Filme. Nicht mehr. Na, Was tust du die ganze Zeit? es ist tatsächlich dieses Jahr unter anderem, da wir nicht mehr einen Tag die Woche für einen Podcast reservieren, sondern öfter mal mehr und dann so Menschen bei mir in der Arbeit auch was von mir haben wollen. Und ich auch noch eine Frau habe, das gibt auch noch mit dazu, es ist völlig irre. Brutal. hat Der mich Ehe jetzt läuft so- doch nichts mehr mit der Frau, oder? So wurscht. Du hast da Zeit den ganzen Sonntag. Da Ja, kannst ich du lieb Die die heizen. Schatz, ich liebe die Schatz. Tut mir leid, dass nichts mehr läuft. Na, ich schaue in letzter Zeit tatsächlich eher mehr Serien. Also ich habe ja gesagt, It's Always Sunny in Philadelphia hat mich aktuell eingenommen und das ist so ein dummer Humor, ich liebe das. Das Dann haben wir jetzt ist bei die Rolex oder wir verzeihen uns jetzt, was wir so die ganze Zeit geschaut haben, diese Idioten. Entschuldigung. Aber damit ich jetzt wieder auf Cabin Fever zurückgehe, Eli Roth, geiler Regisseur, ich habe Hostel 2 noch nicht gesehen. Oh, leck mich doch. Holt's nicht aus. Das gibt's ja nicht. Himmelvater, schau over, weißt du, die Das glaubst ist du der nicht selber siehst. beste Torture-Porn-Film überhaupt. Hostel habe ich gesehen, der hat mir schon gut gefallen. Hat mir Spaß gemacht. Und der Kani hat mir auch schon seit längerem seine DVD, glaube ich, von Hostel Part 2 gegeben. Irgendwann Echt, hast muss du ich. die? Ja, die habe ich. Ach, du hast die. Wow. Ja. Jetzt weiß ich das auch. Der ist ja nicht mehr beschlagnahmt, das war ja das auch mal so ein Ding, was wir besprechen müssen. Ja, eigentlich Ja, schon. ist doch schön, ist doch schön. The Man with the Iron Fist habe ich schon mal gesehen. Piranha 3D haben wir ja sogar schon eine Folge drüber gemacht, aber da ist er nur Darsteller, sehe ich gerade. Was ist jetzt das hier schon wieder Wikipedia für eine Lügenliste? Ja, da schauen da über auf Wikipedia, da gibt's Wahnsinn. IMDb, da gibt's OFDB, da gibt's Letterboxd, da hat's wirklich seriöse Quellen geben für seine Infos. Und er tut auf Wikipedia, wo eine halbe Stunde davor jemand sich einen Witz erlaubt hat und hat Namen geändert. Ich fand auch den Knock Knock nicht so schlecht, ich sag's wie es ist. Halt mal leck, jetzt Jetzt glaub ich, halt du da immer alles, Nein, dass das du wieder war- ausflippst. Halt Das dann regt- an, weil der der nicht so schlecht ist. Doch. Du musst hätte da sein, Und du bist der Keanu Reeves, schlechteste sag's mir's. Podcaster, den es gibt. Ja und? Verpiss dich. Ja und? Unbedingt Na, hast du nicht nur gebraucht. Schnipp. Unbedingt. Schnipp. Ich brauche Ja. voll Kassetten gekauft, da kann man nämlich viel anschauen dann. Wenn ihr Cabin Fever noch nicht gesehen habt und da unbedingt jetzt reinschauen willst, nachdem ihr da diese Achterbahn der Gefühle wieder mal vollbracht Eigentlich ist nur habt, bergab gegangen. mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Schaut's ruhig rein. Wie der Kani schon gesagt hat, macht er wahrscheinlich nur mehr Spaß mit ein paar Bier und ein paar Kumpels. Ja, mindestens 15 und einen goldenen Schuss. Und ich freue mich schon auf die nächste Auswahl, die von meinen Kollegen dann kommt. Und vielleicht auch den nächsten Film vom Eli Roth, den wir dann da besprechen. Sag nur mal vielen Dank. Ich habe eine sehr schöne Zeit damit gehabt. Und Mike, was der von unseren Hörern sonst so da? Sie dürfen uns überall folgen, wo es noch gerade geht. Ob das Threads ist, ob das weiß ich nicht, haben wir bei X auch. Na, Da folgt es uns nicht. Aber da über Steady, Maske sind Ungnade gefallen. okay. Also auf jeden Fall einmal ein Steady-Abo abschließen, weil wir es wert sind, ganz einfach. Schaut bei Facebook vorbei, wir haben einen neuen Account, Viva la Movilusion Podcast und Viva la Movilusion Aloha. Wenn es uns da schon folgt, das könnt ihr entliken und natürlich melden. Und empfiehlt uns einfach. Nochmal, ohne Podcast. Ohne Podcast. Und empfiehlt uns einfach. Mundpropaganda ist geil. Und jetzt auch ich in Italien, ich habe auch ein wenig Propaganda gemacht und alle sagen dann, hey, und da höre ich mir ein. Weiß nicht, ob es wirklich einhören oder nicht, aber wenn sie wissen, was gut für sie ist, dann hören sie mir ein. Also macht es das auch, gibt es weiter. Die Leute mengen euch dann lieber, weil es eine gute Sache empfiehlt. Schön gesagt. Kani, gibt es sonst irgendwas dazu zu sagen? Der Mike hat das jetzt halt restlos, hat er unsere Hörer jetzt abgefertigt mit Aufgaben. Voll. Na dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von der Hütte im Wald. Das kommt dann ganz drauf an. Wann nehmen wir unsere Tanz der Teufel Folge auf? Ja. Bald, hoffe ich. Wieder schauen. Tschüss. Ist das der Film mit der Hütte im Wald? Halt einmal. Geil. Scary Movie 4, oder? Ich bin raus. Servus. 5. 5? Geil. Schau mir sofort an.